So, da bin ich noch einmal wieder. Ich will euch vertellen, was ich so für Erinnerungen habe an früher, als ich noch ein ganz klein Dernken war, an Nikolausabend. Unsere Ulla, die hatte eine Lehrerin, das war Fräulein Liebenberg. Das war eine ganz junge Lehrerin, und die kam mit alle Kinder gut ut. Und alle mochten sie so gerne lieden. Und früher, ja, die durften ja nicht heiraten früher, die Lehrerinnen. Das war ja sozusagen Zölibat für die Lehrerinnen. Die Lehrer durften wir heiraten, die durften wir für heiraten wissen, und nicht die Lehrerinnen, die mochten bloß für die Kinder da wissen. Und Fräulein Liebenberg, die merkt das so, wann abends von 5. Dezember, dann ging die mit ihrer halben Schulklasse in die Familien, wo volle Kinder waren. Und wir waren ja mit 7 Kinder. Und unsere Ulla war auch in die Schulklasse. Und Fräulein Liebenberg hatte dann dafür gesorgt, dass alle Kinder als Engelkes verklebt waren. Die kämen dann klingeln das für Tus bei uns. Und wann wir dann die Dörre losbeten, auf unsere Mama megt dann die Dörre los, dann kamen sie alle drin, stehen alle so in großen Kreis, großen Kring in der Klasse, in die Köcken. Und die waren alle mit witte Kleider bis ob de Grunde. Und die hatten alle einen großen Stern für den Kopf, einen goldenen Stern für den Kopf. Und was mir auch ganz besonders auffiel, das waren die Flögel. Die hatten alle Flögel auf dem Rücken. Und den Nikolaus, die wurde spült von Fräulein Liebenberg. Die hatte natürlich einen goldenen Buch bei, wo sie dann alles so drin vorlesen, was Ulla magt hatte und was Elli magt hatte und Gerd und Anneliese und Maria und Resi und also Josef. Und es wurde dann alle so verlesen, und dann machen wir natürlich alle Beterung versprechen, das ist ja war ganz klar, ne? Und dann hat sie auch noch einen Ruprecht dabei. Der hatte so schwarze Gesichter und der hatte eine rote in der Hand und damit sprunke da rum, so ganz wild und fuchteln damit für unsere Nösen rum. Und die hatte einen Rucksack auf dem Rücken und da hingen 2 Kinderbeine drut. Und das hätten so voll, wenn ich nicht aarig bin, dann komm ich in meinen Rucksack und dann nehm ich mit. Ja, und wir machen dann natürlich auch noch ein Gedicht absägen, auf ein Lied singen und ja, vielleicht Nikolaus, komm in unser Haus, pack deine große Tasche aus, stell den Schemel untern Tisch, dass er Heu und Hafer frisst. Heu und Hafer frisst er nicht, Zuckerbrezel kriegt er nicht. Nikolaus, komm, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm. Lass die Großen laufen, die können sich selbst was kaufen. Klingelingeling, bum, 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 mach die kleinen Kinder fromm. So hab ich das früher gesungen. Ja, und mir was dann auch noch, das hab sie mir erst das erst vertellt, dass ich later es secht habe, als der Nikolaus und als die ganzen wer weg waren, dass ich gesagt hab zu unsere Mama, Mama, der eine Engel, der sah genauso aus wie Hildegard Matuszewski. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt Hildegard hieß, auf jeden Fall Matuszewski. Das was, und da war recht mit hat, das war auch eine Mitschülerin von unsere Ulla. Und ja, und so große Geschenke, andere Geschenke gafft ja gar nicht. Und Nikolaus, ach, da hab ich gar nicht dran gedacht. Am nächsten Morgen, an Nikolaustag, am 6. Dezember, dann stehen 7 bunte Teller bei uns auf dem Köckendisch. Und auch da war so alles mögliche drauf. Plätzkes und Bömskes und Nötten
und vielleicht auch noch einen Nappo-Block und Lakritzschnecken und vielleicht auch sogar noch eine Apfelsine. Ne, also, das andere Spöltuch, da hab ich gar nicht mehr direkt, das to Nikolaus gab, das gab bloß immer bloß to Weihnachten. Und das war dann auch nicht so ganz voll. Ja, das die dann die, und dann, wenn dann die Engelkes, wenn die dann wer weggucken, hatten sie erst noch ein paar Gedichte obsecht und dann noch ein paar, vielleicht auch noch ein Lied sungen und dann trocken sie wieder noch die nächste Familie, wurde sie dann auch noch wer anmeldet wassen. Und Fräulein Liebenberg, die hef sich da so ne Mühe mitgemacht, dass die Kinder alle wittelange Kleider anhatten und alle so schön utzogen und alle die Locken dreht hatten up'm Kopf. Und die hatte auch früher, die hef immer guten Kontakt holen zu ihre Schülerinnen. Ich weet noch, dass Use Ulla munks noch einen Brief krieg als Fräulein Liebenberg in Münster ins Seniorenheim leben. Und Use Ulla hefte auch oft noch wer hinschreiben. Und ja, so was, das findet man ja auch von Tage gar nicht mehr, dass sie so einen Kontakt holt. Ja, das war's Fräulein Liebenberg und das war's dann den Abend von Nikolausabend. Das war's dann erstes wär. Im Moment fällt mir nix widers in. Also macht gut und Lotto gut beschenken mit was Sötes. So, dann gut gone.